Das Schley, ich begrüße Sie zu den wöchentlichen Nachrichten aus dem Tibet-TV-Studio hier in Kangi Dharamsala. Mein Name ist Gunga Sara mit einer weiteren Folge zu Tibet, seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama drängt auf Frieden anlässlich des 75. Jahrestages der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Amma Ade, ehemalige politische Gefangene, verstirbt im Alter von 88 Jahren in Dharamsala. Dr. Lobsang Senge spricht bei der Anhörung des Sonderausschusses des kanadischen House of Commons über die Beziehung zwischen Kanada und China. Dr. Lobsang Senge fordert China auf, die Forderungen der UN-Experten wahrzunehmen. Wahlkommission der tibetischen Zentralverwaltung kündigt die Wahlprozesse für die Wahlen 2021 an. Jahresbericht vom Büro für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten des US-Außenministeriums zeigt keine Verbesserung zum Zugang zu tibetischen Gebieten im Jahr 2019. Eine Gruppe von 4 Tibetern initiieren einen Friedensmarsch für Tibet in Großbritannien. Tibet TV veröffentlicht die 5. Episode als Teil der Initiative Thank You His Holiness the Dalai Lama 2020 mit dem Titel A Dream to Keep, ein Dokumentarfilm von Gesar Rinche. Anlässlich des 75. Jahrestages der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki forderte seine Heiligkeit der Dalai Lama Regierungen, Organisationen und Einzelpersonen dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass das Erreichen des Friedens zum Kernstück unseres Lebens wird, in dem Konflikte durch Dialog und nicht durch Gewalt gelöst werden. Vom 4. bis 6. August gab dann seine Heiligkeit auf Wunsch einer Gruppe tibetischer Jugendlicher eine 3-tägige Unterweisung über Tsongkhapas Lob der abhängigen Herkunft. Die komplette Folge finden Sie auf dalailama.com in deutscher Sprache. Ade Thamphönsang, auch bekannt als Amma Ade, einer der dienstältesten politischen Gefangenen Tibets, verstarb letzten Montag im Alter von 88 Jahren in Dharamsala. Amma Ade wurde 1932 in Yarungkham geboren und verbrachte 27 Jahre im Gefängnis, nachdem sie am tibetischen Widerstand gegen den chinesischen Angriff auf das tibetische Volk in den 50er Jahren teilnahm. Nachdem ihr Mann von den Chinesen vergiftet worden war, beteiligte sie sich weiterhin am Widerstand und ermutigte andere tibetische Frauen, ihr zu folgen. Später schloss sie sich dem Widerstand der Khambas an und wurde 1958 verhaftet und von ihren beiden Kindern getrennt. Nachdem sie 27 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, wurde sie unter der chinesischen Regierung von Deng Xiaoping im Jahre 1985 freigelassen. 2 Jahre später floh sie von Tibet nach Indien und lebte seitdem in Dharamsala. Im Exil wurde sie Sprecherin für Berichte über chinesische Gräueltaten in Tibet und Geschichten über ihr Leben unter chinesischer Besatzung. Ihre Autobiografie Amma Ade, die Stimme, die sich erinnert, wurde 1997 veröffentlicht. Im Jahre 2012 hielt Tibet Oral History ein Interview über ihr Leben. Das komplette Interview finden Sie in Original sowie in englischer Übersetzung auf der Tibet Oral History YouTube-Seite. Der Präsident der tibetischen Zentralverwaltung, Dr. Lobsang Senge, sprach vorletzten Freitag bei der ersten offiziellen Anhörung des kanadischen Sonderausschusses bezüglich der Beziehung zwischen Kanada und China. Dr. Lobsang Senge wurde offiziell als erster Redner zur Anhörung des Ausschusses eingeladen und von dem ehemaligen Botschafter Kanadas in der Volksrepublik China, David Mulroney, begleitet. The challenge posed by the Communist Party of China or the Chinese government is very serious. So either we transform China or China will transform us. So the liberal values are at stake, democracy is at stake, human rights is at stake, environmental issues is at stake. Being the second largest donor to the United Nations, China is trying to restructure United Nations. 5 unabhängige UN-Mandatsinhaber haben in ihrer gemeinsamen Mitteilung auf das Problem des fortgesetzten Verschwindenlassens von Gendiche Nyima und die Besorgnis über die Regulierung der Reinkarnationen lebender tibetischer Buddhas aufmerksam gemacht. Dr. Lobsang Senge begrüßt die gemeinsame Mitteilung der 5 unabhängigen UN-Mandatsinhaber von Dienstag letzter Woche und forderte China auf, die Forderungen der UN-Experten nach Informationen und Zugang zum 11. Panchen Lama wahrzunehmen.
Die Abteilung der Hauptwahlkommission der tibetischen Zentralverwaltung hat am 5. August den Beginn der 5. direkten Präsidentschaftswahlen und Wahlen der Mitglieder des 17. tibetischen Parlaments im Jahr 2021 angekündigt. Bei der ersten Pressekonferenz zu den bevorstehenden Wahlen gab der Wahlkommissar Wang Dizering zusammen mit den 2 neu gewählten zusätzlichen Wahlkommissaren eine Reihe von Anweisungen zur Wählerregistrierung, zum Verhaltenskodex, zu den Praktiken in den sozialen Medien und eine separate 12-Punkte-Richtlinie für die Kandidaten heraus. From today onwards, we have started the forthcoming election procedures, and all the candidates who wanted to stands for the candidature of the next election, they can start their campaign, as well as we firmly request all the voters to kindly follow the rules and regulation being promulgated from the Tibetan Parliament. Um eine ordnungsgemäße überprüfte Liste der registrierten Wähler zu erhalten, hat die Wahlkommission alle regionalen Wahlkommissionen sowie die breite Öffentlichkeit angewiesen, sicherzustellen, dass alle Wahlberechtigten registriert sind. Gleichzeitig hat die Abteilung der Wahlkommission ihre offizielle neue Webseite tibetanelection.net publiziert. Das Ziel ist es, die Wahlkompetenz der Tibeter zu verbessern und Informationen wie die tibetische Charta, Wahlregeln und Bestimmungen sowie Archivunterlagen von früheren Wahlergebnissen der Bevölkerung zugänglicher zu machen. In seinem 2. Jahresbericht über den Zugang zu tibetischen Gebieten der Volksrepublik China hat das Büro für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten den US-Außenministerium darauf hingewiesen, dass der Zugang zur tibetischen Bevölkerung nicht verbessert hat. Im Bericht wurden die systematischen Hindernisse zu einer Reise in die tibetische autonome Region und anderen tibetischen Gebieten für US-Diplomaten, Journalisten und Touristen im Jahr 2019 hervorgehoben. Auch wird im Bericht die wiederholte Aufforderung des US-Generalkonsuls, sich mit den Führern des Larungars und Yajagar-Kloster in Provinz Sichuan zu treffen, angemerkt, welche abgelehnt wurden. Seit dem Gesetz über den gegenseitigen Zugang zu Tibet von 2018 muss das US-Außenministerium den Kongress innerhalb von 90 Tagen nach Inkrafttreten und danach 5 Jahre lang jährlich einen Bericht über den Zugang der chinesischen Behörden zu US-Diplomaten und Beamten, Journalisten und Touristen vorlegen. Eine Gruppe von 4 Tibetern, Denzi Sangmo, Sonam Tsering, Dashi Tundub und Denzi Phuntsok, initiierten letzten Donnerstag einen Friedensmarsch, Marsch für Tibet, von Bristol nach London, eine Strecke von insgesamt 185 Kilometer. Der Friedensmarsch soll das Bewusstsein für die Notlage der Tibeter einschließlich Menschenrechtsverletzungen in Tibet, Xinjiang und Hongkong unter der Kommunistischen Partei Chinas schärfen und bittet um Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft, insbesondere der britischen Regierung und ihrer Bevölkerung. Für die 5. Episode der Initiative der tibetischen Zentralverwaltung, das Jahr 2020 als Jahr der Dankbarkeit für seine Heiligkeit dem 14. Dalai Lama zu widmen, veröffentlicht Tibet TV den Dokumentarfilm A Dream to Keep von Geshe Rinpoche. Es ist die Geschichte eines leidenschaftlichen jungen Tibeters, der trotz mehrerer Hindernissen wie einer staatenlosen Geburt seinen Traum nicht aufgibt. 건조기 파스포트 수요일날에 건조 매니저 그 매니저 된 저기가 하고도 배반이 있네요. 건조기 라스 지대를 딱 봐시. 그 파스포트 수요 트라이치 제니 펜토그레라는도 아니 어디는 페이지 타마들 라메라고 저디 가 파스포트 라메 하나 87개 연답이나 즉 라이지도 nga udi ki mandab insaani ramere club be juegi ing be susula club da jugo samna be shugo da passport tyong da passport be mezan odene jochin ma thwe chal. Before heading to London to play in the Conifer World Cup, Samdrup and his team had a rare audience with His Holiness the Dalai Lama. Den kompletten Dokumentarfilm finden Sie auf der Tibet TV Facebook-Seite wie auch auf der YouTube-Seite. Soviel zur letzten Woche. Bis zum nächsten Mal und einen guten Start in die Woche.